Het is Heiligabend, het jaar is voorbij. Advent, Advent, wie die Zick doch verjägt. Het Licht ist aus und die Kerzen sind an. Het ist Weihnachten, Zick sich jeden zu Hand. Lass mal singen. Ob ne schöne Abend, ne schöne Zeit, mit Licht zu singen, das ist Glück. Was morgen küsst, ist Glück noch ganz weg. Ob ne schöne Abend, ne schöne Zeit, und jeder von euch ist ganz wichtig. Vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Und euer Einsatz geht so. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Und genau das üben wir mal. Und na, 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 sehr gut. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Yeah. Warm im Herz und kalt für die Tür. Du riefst den Händen überm Kaminefeuer und denkst noch an die Gnimmi sind. Doch bist dir sicher, sie hören zu und stimmen mit in. Mal sehen, wer den Refrain schon mitsingen kann. Ob ne schöne Abend, ne schöne Zeit, mit euch zu singen, dann ist Glück, oh ja. Was morgen küsst, ist Glück noch ganz weg. Yeah. Ob ne schöne Abend, ne schöne Zeit, und jeder von euch ist ganz wichtig. Vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Und lass mal singen. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Das üben wir nochmal. Oh, na, 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 yeah. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Könnt ihr das schon alleine singen? Oh, na. Das war schön, aber viel zu leise. Noch ein Ton. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl. Ihr seid gut und zum letzten Mal zusammen. Na, 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 oh yeah. Na, 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 vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Oh ja. Vom Weihnachtsgefühl, das in uns steckt. Eine schöne Jolabend zusammen. Vielen Dank. Hat wieder Weihnachten. So schnell geht das. Der zweite Advent ist vorbei. Bald ist schon der dritte und dann geht's noch schneller. Dann haben wir Heiligabend und man fragt sich, wo ist das Jahr geblieben? Weihnachten ist immer was ganz Besonderes. Ne? Also der eine freut sich, dass man endlich wieder mit der Familie zusammensitzen und feiern kann. Der andere freut sich, dass man nicht mit der Familie zusammensitzen muss und in Urlaub fliegen kann. Und so hat jeder seine Rituale an der Heilige Däch. Und bei mir ist das immer so, am ersten Weihnachtstag, da weiß meine Familie, lost der in Row, denn ich habe so einen großen Schuhkarton. Ich bin ja das Jahr über immer sehr viel unterwegs und sammle überall, wo ich bin, Erinnerungen, Konzertkarten, Fotos oder Postkarten und lasse dann mein persönliches Jahr immer am ersten Weihnachtstag Revue passieren. Und das ist immer eine ganz besondere Tag. Und so eine Art Jahresrückblick wollen wir auch heute Abend mit euch machen.
Denn unser gemeinsames Jahr als Band hat im Januar damit begonnen, dass wir ins Studio gegangen sind und eine ganz neue CD aufgenommen haben. Die heißt Zick ist Glück. Also Zeit ist Glück, aber ihr versteht ja Kölsch, ne? Muss schon nicht übersetzen. Gott sei Dank. Also Zick ist Glück. Und als wir das Weihnachtsprogramm geplant haben, haben wir gemerkt, dass da doch ziemlich viel Lieder dabei sind, die auch sehr gut in die Weihnachtszeit reinpassen. Unter anderem meine ganz persönlichen Gedanken zu der Relation von Zeit zu Glück. Und deswegen ist das nächste Lied, was wir mit euch zusammen singen wollen, auf Seite 2 in eurem Textheft, der Titelsong des neuen Albums Zick ist Glück. Der Refrain, der lässt sich sehr gut mitsingen, denke ich, und der Rest mit Sicherheit auch. Das lädt jede so. Seite 2, wer noch nie bei einem Mitsingkonzert war, ne, ihr habt ein Textheft und singt so laut mit, wie ihr könnt, so schön, wie ihr könnt. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Abend. Wir sind froh, dass ihr eure Zeit heute mit uns verbringt. Seite 2, los mal singen. 1, 2, 3, 4. Ich lur dem Gras, beim Wasser zu, angel stundenlang am Ring. Belure für ihr Wochenhu, verfolgt die Spur im Wind. Et Leben plätschert für sich hin, et Hamsterrad steht still. Wenn man nur will, oh ja, nur ein bisschen singt. Et Leben so genießen, denn man nimmt nichts mit. Ob Singer letzte Reis, wie ein Sandur, die sich einfach nur ins Quer lädt, nur ein bisschen singt. Denn Sing ist Glück. Der Mensch, der dich am meisten nervt, rächt dich ja nicht mehr um. Das größte Ziel, der höchste Wunsch, ach, drehst doch drauf. Die Aussicht ist nur ne Augenblick, doch hättest du nicht für mich. Jangende Knie und mit euch nur ein bisschen Sing. Et Leben so genießen, denn man nimmt nix mit. Ob Singer letzte Reis, wie ein Sandur, die sich einfach nur ins Quer lädt, nur ein bisschen singt. Warum? Denn Sing ist Glück, oh ja. Von unserer süden Welt ganz anders aus. Du merkst, wie klein du endlich wirklich bist. Oh ja, von unten wird alles riesengroß. So groß, dass man versteht, dass man nie alles kriegt. Und mal sehen, ob ihr das schon singen könnt. Nur ein bisschen sing, et Leben so genießen, denn man nimmt nix mit. Ob Singer letzteres, wie ein Sandur, die sich einfach nur ins Quer lädt, nur ein bisschen singt. Warum? Denn Sing ist Glück, nur ein bisschen singt. Et Leben so genießen, denn man nimmt nichts mit. Ob Singer letzteres, wie ein Sandur, die sich einfach nur ins Quer lädt, nur ein bisschen singt. Warum? Denn Sing ist Glück, nur ein bisschen singt. Denn Sing ist Glück, nur ein bisschen singt. Denn Sing ist Glück. Vielen Dank fürs Mitsingen. Hey. Ja, ich meine, was ist das Jahr alt passiert? Eine ganze Menge. Weiß man ja nicht, wo man anfangen soll. Sprechen wir über Politik, man hat keinen Sinn, wir haben ja auch keine Regierung. Sprechen wir über Fußball. Nee, besser nicht. Man hat auch keinen Sinn, wir haben ja keinen Trainer. Ne? Und irgendwann bleibt nicht mehr viel, gehen wir ein bisschen zurück im Jahr. Klimawandel, ein großes Thema.
Da war ja da die blonde Entefoot-Frisur aus Amerika, hey, der neue Präses, die sagt, mach ich nicht mit, Klimawandel mach ich nicht mit. Dabei ist es ein Thema, was uns eigentlich alle angeht, denn wir hatten zum Beispiel, ich komme ja aus Köln-Bickendorf, da kennen vielleicht ein paar von euch, man sagt ja auch Bad Bickendorf, genau. Ja, hier nur von dem Bütchen. Und da hat uns der Klimawandel dieses Jahr im Sommer sehr hart getroffen. Es gab ein großes Unwetter, also Tetirent, und ziemlich stark allerdings. Ich weiß noch, ich kam von einem Auftritt aus Berlin und wollte noch kurz nach der Katze schauen, habe da mal im Keller geguckt, wo sie ist, und dann kam sie mir schon entgegengeschwommen. Ja, heute kann ich auch drüber lachen. In dem Moment war das schon ein bisschen speziell. Und da war es tatsächlich so, 30, 40 Zentimeter Wasser überall im Keller, eine schöne Überraschung. Die Gitarren sind dahin geschwommen. Das war sehr ärgerlich, sind aber alle wieder durch, sonst könnte man ja nicht spielen, geabend. Und da war es halt so, dass auch die Lokalpresse darüber berichtet hat, Häuser abgesoffen oder Häusersinstrumente abgesoffen. Und dann hat mich ein lieber Kollege angerufen, man könnte sagen, eine lebende Legende ist das sogar. Das ist ein Mann, ihr wisst sicher, wen ich meine, wenn ich sage, der spielt immer so schön die Flitsch. Genau, die Rede ist von unserem Südbass Hens. Wir haben uns gut angefreundet, standen ja schon ein paar Mal zusammen auf der Bühne und wir pflegen eine sehr intensive Telefonfreundschaft. Und in dem Fall war es auch so, als er es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hat, hätte er angerufen, ey Häuser! Der sagt immer Häuser, weil er Björn nicht aussprechen kann. Ey Häuser! Muss aufpassen! Die Gitarre können nicht schwimmen, da ist ein Loch drin. Habe ich mich sehr gefreut über die Anteilnahme. Aber wie gesagt, wir verstehen uns sehr gut und deswegen kommt auch, dass immer gedacht haben, wir schreiben dem Hans ein Lied zu seinem Geburtstag, der ist im März 82 Jahre alt geworden und wie gesagt, ich verehre ihn sehr, deswegen war es auch eine Ehre für mich, ihm ein Lied zu schreiben. Und das wollen wir mit euch zusammen singen, das findet ihr auf Seite 4. Ich habe das damals so in den Briefkasten geworfen, dass der Hans das an seinem Geburtstag drin hatte und direkt morgens, Code 11, hätte er mich angerufen und gesagt, oh, Häuser! Danke für das Lied, also ich freue mich wirklich, also das gefällt mir richtig gut, auch musikalisch. Keiner weiß bis heute, was er damit gemeint hat. Aber vielleicht wisst ihr es ja, wenn wir es jetzt zusammen gesungen haben. Seite 4, da findet ihr den Text und auch wenn der Hans Hückauven nicht he ist, würde ich sagen, wir singen es für ihn und im Geiste ist er immer dabei, wenn wir dieses Lied singen. Leben Hans. Okay, 1, 2. Lange Haar und Jäckesprüch, ja so kennt man dich. Quietschfidel und ein Herz ob der Zunge. Ob der Bühne und in der Fernsehkiste, mit dem Zimmermann oder Jan Salem. Du bist ne Star und doch ne Sölzerjung. Leben Hans, du bist ein Stückchen von Köln, so eins wie es nur selten gibt. Mit Dinger Fleisch, da kannst du uns ewig verzählen, weil das Kölsche Herz ganz tief in dir liegt. Die Fleisch, das Ei, das Swimmingpool und die Schilderjass. Stets Polete Lackschuh jeden Tag. Wo du abgetrudelt bist, da hatte Menschen Spaß. Wenn Kölsche Jung da wurden Erinnerungen war. Leben Hans, du bist ein Stückchen von Köln, so eins wie es nur selten jetzt. Mit Dinger Fleisch, da kannst du uns ewig verzählen, weil das Kölsche Herz ganz tief in dir liegt.
Danke ist nur ein Wort, doch was man kaum beschreiben kann, ist, was du für uns Kölchen und uns Stadt hast alles getan. Könnt ihr mitsingen? Leben Hans, du bist ein Stückchen von Köln, so eins wie es nur selten ist. Zauberhaft mit Dinger Pflicht, doch kümmst du uns ewig verzeihen, weil das Kölsche jetzt ganz Leben. Ihr seid gut. Leben Hans, du bist ein Stückchen von Köln, so eins wie es nur selten. Mit Dinger Pflicht, da kannst du uns ewig verzeihen, weil das Kölsche jetzt ganz neben dir liegt. Weil das Kölsche jetzt ganz neben dir liegt. Ja, weil das Kölsche jetzt ganz neben dir liegt. Für Hans Hüper. Yeah. Vielen Dank. Ja, es war eine ganz besondere Begegnung. Wir haben ja dieses Jahr auch wieder gemeinsam in der Arena auf der Bühne gestanden in Köln. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei war, zufällig. In der 2 Meldungen, ach, ihr wart das. 4, habe ich direkt wiedererkannt. Jedenfalls gab es ganz viele tolle Begegnungen dieses Jahr und das ist auch wichtig, denn als Liedermacher lebt man davon, dass man viele Menschen kennenlernt und mit vielen Menschen Kontakt hat. Und oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben dann besonders machen und die man oft auch zu Liedern umarbeiten kann. Aber nicht immer. Ich habe eine Sache erlebt, da kann man ja kein Lied von machen, aber ich erzähle sie euch trotzdem kurz. Denn es war so, bei uns in Bickendorf, nicht nur das Bütchen, sondern da gibt es auch wunderbare Metzgereien, mehrere. Und in einer hat sich folgendes Szenario abgespielt. Ihr kennt das ja vielleicht, ne, wenn man mittags Hunger hat, da geht man schon in eine Metzgerei und da gibt es ja meistens so eine heiße Theke. Kennt ihr wahrscheinlich, ne, alles Mögliche drin, eine Würsche oder so. Ist meistens kalt, aber steht trotzdem heiße Theke drauf. Und da war folgendes, es gibt bei uns, wir nennen ihn mal Herr Schmitz, der Diskretion halber. Der heißt anders, aber das sage ich jetzt nicht, wie der heißt. Könnt ihr sind da eine Bickendorfer, ist eine Verkappte. Der ist 94 Jahre alt geworden für Koten, dafür aber sehr, sehr fit, hört allerdings sehr schlecht, sieht noch schlechter und hat nur noch 3 Zähne. Und dieser Herr Schmitz, der geht auch mittags da, man kennt sich, man hilft sich, wie das so ist. Ne? Wir treffen uns öfter da in der Metzgerei spontan. Und da habe ich folgenden Dialog mitbekommen mit einer Verkäuferin dieser Metzgerei. Die ist allerdings noch nicht so lange in Deutschland, also höchstens 20 Jahre. Kann dementsprechend die Landessprache noch nicht so gut, ist eine herzensgute Frau, eine Italienerin, wie gesagt. Und kann nicht so gut Deutsch und der Herr Schmitz kann nur Kölsch. Und deswegen ergab sich da ein Dialog, den ich euch erzählen möchte. Der Herr Schmitz kam etwas aufgebracht in die Metzgerei und meint: Hören's, die Frikadelle gestern, die waren aber streng gebraten. Ein wunderschöner Ausdruck, streng gebraten, habe ich noch nie mit einem Löffel früher gehört. Die waren aber streng gebraten, die waren ja klütteschwarz. Die Verkäuferin wusste nicht so genau, was er mit anfangen. Frikadelle 2 Stück. Nee, jetzt die Frikadelle, die war streng geworden, konnte ich ja nicht beißen. Das ist schwer mit der Drehzänge, ne? Auf jeden Fall hat er sich ein bisschen aufgeregt, die Verkäuferin wusste nichts zu machen und er machte immer weiter, streng geworden, Klütte schwarz, geht ja nicht. Und irgendwann war die Verkäuferin sehr verzweifelt, aber dann kam die erlösende Stimme aus der Küche, da hat die Chefin gerufen: Herr Schmitz, das waren gestern kein Frikadelle, das waren Sparrows. Und dieses Gefühl, was ihr jetzt zwischen den Zähnen habt, wenn ihr euch vorstellt, heftigst in diese Sparrows zu beißen. Diese Geschichte ist übrigens wahr, also die ist nicht erfunden, das war wirklich so. Aber wisst ihr was, der Herr Schmitz, der hat das richtig gemacht, der hat das nämlich mit Humor genommen. Und wenn man ab und zu im Leben nicht wigger weiß, dann ist Humor
ganz oft der richtige Weg. Also auch eine ganz besondere Begegnung und damit kommen wir zum nächsten Lied. Ihr seht, wir wechseln ein bisschen in der Reihenfolge des Textheftes, damit ihr auch heute Abend geistig gefordert seid. Wir gehen nämlich jetzt wieder zurück auf Seite 3 im Textheft. Und da gibt es eine Zeile. Es ist für ja nichts zu spät. Und das hätte Herr Schmitz Begriffe und man selbst sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken. Dieses Lied würden wir jetzt gerne mit euch zusammen singen. Allerdings ist uns da ein kleiner Fauxpas im Textheft passiert. Ihr habt einen ganz wichtigen Mitsingteil direkt am Anfang, wenn ihr euch das mal anguckt. Dü 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 dü. Dü 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 dü. Dü 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 und dann? Ja, und das ist falsch. Ihr lacht. Das müsste ein A sein, also genau genommen 4 A's, ne? Also 4-mal der Buchstabe A. Für die Musiker unter uns wichtig ist ein Crescendo dabei. Das heißt nichts anderes als man fängt leise an und wird immer lauter mit dem A. Das ist ganz wichtig beim Mitsingen. Und das probieren wir jetzt mit euch aus. Die Melodie ist sehr einprägsam. Ich weiß nicht, ob ihr euch das aufschreiben möchtet. A statt O. Aber könnt ihr euch wahrscheinlich auch so merken. Wir probieren das jedenfalls und denkt dran, beim A immer lauter werden. Das ist sehr wichtig. Der Lied ist mittendrin und jedes so. 1, 2, 3, 4. Oh. Ein kleiner Misch sitzt da am Finsterbrett und singt ein Lied, das ich nicht kenn. Eine Melodie so frisch und frei und nett, pausenlos, doch wirklich schön, oh ja. Auch wenn ihr Jod geht, weiß es selber nicht, sehr schlau und denkt ja nicht drüber nach. Und ich wünsch, ich so beim Finsterbrett, das singen und wir einfach nur da, oh ja. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin, mit euch zusammen, oh. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin. Bonilla! Bonilla! Mal wir Bildungsdinger Kinder sind, die Farbe bunt konturisch an. Nur in das Spiel, wenn es anders wird. Paar graue Haare, was wohl sind da, oder? Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin. Lass mal singen! Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin. Yeah. Die Mischfleischspieler singt woanders jetzt ihr Lied und mir werden älter, doch es ist für ja nix zu spät. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin. Können wir euch singen hören? Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin. Ihr seid super! Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende und wir sind mittendrin.
Ein Wahnsinns-Spitzenchor, Dankeschön! Herrlich! Aber hier über uns steht ja das, wo es heute Abend drum geht. Weihnachtsgefühl, die entsprechenden Bühnendeko haben wir auch so, ja, 2 Tannebäumchen. Und deswegen wollen wir natürlich auch weihnachtlich werden. Und wir haben ein ganz, ganz, ganz neues kölsches Weihnachtslied für euch dabei. Und den findet ihr auf Seite 6, den Text dazu. Und wir wollen mit euch weihnachtlich werden. Eine schöne weihnachtliche, besinnliche, ruhige, melancholische Laola-Welle mache. Allerdings, keine Sorge, ihr müsst euch nicht bewegen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man aktiv wird, zum Beispiel auch klatscht oder so, was macht man mit dem Textheft? Ne? Das ist ja manchmal schwierig, dann den richtigen Text während dem Klatschteil mitzusingen. Aber fürsorglich wie wir sind, es ist ja Weihnachten, haben wir etwas vorbereitet. Und das sieht folgendermaßen aus. Ne? Wir gehen das mal eben durch. Oho, la la la, la la, la la. Richtig. So, und ich stelle das mal, damit ihr nicht vergesst, wie das geht. Steht zwar auch auf Seite 6, aber falls ihr in Ekstase geratet, was gut vorkommen kann, passieren kann, könnt ihr immer mal da hinschauen. Wichtig ist, dass ihr das so laut singt, dass man das bis zum Kölner Dom hört. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich singe euch mal gerade vor, wie der Teil geht. Den gesamten Text findet ihr auf Seite 6. Und ich jetzt sage, lass mal Christas Lieder singen. So geht euer Mitsing-Part. Ob ihr passt? Oh, la 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 la. Relativ einfach, mal durch. Oh, la 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 la. Das üben wir nochmal und oh, la 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 la. Das geht noch lauter. Oh, la 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 la. Ihr seid gut und oh, la 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 la. Noch eins. Oh, la 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 la. Ihr seid gut. Lass mal uns ins Jettel singen, lass mal Christas Lieder singen, frohe Weihnachten und überall. Denn das Jahr verging so flott, sag, wo ist dann bloß die Zeit? Frohe Weihnachten und überall. Nur noch einmal schlafen, dann ist in die Nacht. Ich kann es kaum erwarten, auch die Pens, die liegen war. Dann wird das letzte Türchen im Kalender aufgemacht. Was freu ich mich auf die Zeit, ich habe ein Jahr lang drauf gewartet. Lass mal uns ins Jettel singen, lass mal Christas Lieder singen, frohe Weihnachten und überall, oh ja. Denn das Jahr verging so flott, sag, wo ist dann bloß die Zeit? Frohe Weihnachten und überall, lass mal singen! Oh, la 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 la, das geht lauter und oh, ihr seid gut. Was ich mir wünsche, das verrate ich jetzt. Respekt und Dankbarkeit, so schwer kann das nicht sein. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, ne, am liebsten das ganze Jahr. Mit jedem Lied werden Stück für Stück vielleicht am Ende war. Lass mal uns ins Jettel singen, lass mal Christas Lieder singen, frohe Weihnachten.
sag, wo ist dann bloß die Zeit? Frohe Weihnachten und überall seid ihr bereit und oh, oh, la 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 la, come on! Oh, oh, la 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 la, und Eitorf singt! Oh, oh. Das geht ein bisschen lauter, wo seid ihr? Oh, oh. Könnt ihr den Refrain auch schon singen? Lass mal uns ins Jet besinnen, lass mal Christas Lieder singen, frohe Weihnachten und überall, yeah. Denn das Jahr verging so flott, sag, wo ist dann bloß die Zeit? Frohe Weihnachten und überall und mit euch zusammen. Oh, oh, la 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 la, yeah. Oh, oh, la 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 la. Ihr alleine und oh, oh. Zum allerletzten Mal. Oh, oh, la 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 la. Ihr seid gut. Frohe Weihnachten und überall. Dankeschön. Herrlich. Und wo wir gerade ein bisschen Weihnachtsstimmung gekommen sind, kommen wir zu einem meiner Lieblingswörter aus dem Kölschen Weihnachtskontext. Das ist ein Wort, das beinhaltet viermal den Buchstaben Z. Reihe 2, sehr aufmerksam. Adventskranzkätzchen. Habe ich als Kind wirklich immer gesagt. Und wir wollen jetzt mit euch ein Lied singen, das beinhaltet eigentlich 5Z. Das ist nämlich Adventskranzkätzchen Krätzchen. Wer von euch hat alles einen Adventskranz zu Hause? Mal kurz melden. Die meiste. Wer von euch hat am Sonntag das zweite Kerzchen angemacht? Ist ja klar, ne? Wäre Quatsch, wenn nicht. Aber habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie sich so eine Kerze fühlt? Schwer verpackt. Ausgebrannt, abgebrannt. Irgendwann ist sie einfach weg. Und nur der Docht ist noch Docht. Und über dieses traurige Leben einer Kerze haben wir ein Lied geschrieben, was wir gerne mit euch zusammen singen wollen. Und wir hoffen auf einen großen weihnachtlichen Mitsingchor hier in Eitorf. Wir beginnen einfach mal Seite 5 in eurem Textheft und dann lädt jede so. 1, 2, 3, 4. Ich lebe nur im Winter, höchstens 4 Wochen lang. In nem schönen kleinen Laden und sonntags stechen sie mich an. Ich hab 3 Kollegen, die sind meistens so wie ich. Und keiner von uns weiß, wer wird als Eester erwischt. Denn ich bin ein Adventskranzkätzchen, ich lebe nicht lang. Einmal im Jahr, wenn die Specher nur ein Wort, stechen sie mich an. Oh ja, ich bin ein Adventskranzkätzchen, ist das nicht ungerecht? Mein Bruder, der ist besser dran, der ist ein ewig. Jo, mein Bruder, der ist besser dran, der ist ein ewig. Kekse wollen brennen, doch der Mensch, der weiß das nicht. Ach ja, ich steh zu jedem Pflicht und dort kütt halt wird kütt. Kaum weht man aus ihr Blase,
sticht dich der Nächste wieder an. Am schlimmsten ist es Blasen um Essen mit ner Knoblauchfarm. Ich bin ein Adventskranz, geht's dir, ich lebe nicht lang. Nee, nee. Einmal im Jahr, wenn ich Becher nur ein Wort, steche sie mich an. Oh ja, ich bin ein Adventskranz, geht's dir, ist das nicht ungerecht? Mein Bruder, der ist besser dran, der ist es ewig. Ja, mein Bruder, der ist besser dran, der ist es ewig. Ja, ich bin heiß, ich will brennen. Kätze könnte doch so viel erzählen, doch leider sollte wohl bei mir nicht so sein, weil ich schon nur Adventskranz Kätzchen bin. Ein bisschen mehr Mitleid hätte ich schon. Noch ein bisschen mehr Mitleid. Eigentlich hätte ich noch mehr Mitleid. So viel Mitleid, dass ihr das jetzt ganz alleine singen könnt, so laut ihr könnt. Denn ich bin ein Adventskranz, ich lebe nicht lang, nee, nee. Einmal im Jahr, wenn ich Becher nur ein Wort, steche sie mich an. Oh ja, ich bin ein Adventskranz, geht's dir, ist das nicht ungerecht? Mein Bruder, der ist besser dran, der ist es ewig. Oh ja, mein Bruder, der ist besser dran, der ist es ewig. Dankeschön. Thank you. Ja, aber jetzt sind wir ja so richtig in gesungen. Das heißt, jetzt können wir mal so mega weihnachtlich werden. Und man wollte mir durch ein Lied singen, das kennen ihr mit Sicherheit alle. Aber wir haben ein besonderes Experiment heute Abend hier vor dem Theater, denn wir wollen mit euch einen Kanon singen. Dann machen wir schon seit 2 Wochen, sind wir unterwegs, jeden Abend woanders. Und bisher hätte es immer geklappt, deswegen bin ich guter Dinge und glaube, dass das auch heute hier funktioniert. Sollte jemand Textfindungsschwierigkeiten haben, schaut mal auf Seite 7 in euer Textheft. Ja. Die O's habe ich nachgezählt, also das stimmt alles. Der Volker wird das nächste Lied singen, die Strophen, beim Refrain kommt dann euer großer Einsatz. Wir machen das erst ganz normal, kann und sage später Bescheid. Der Volker singt das Lied, das ist eine wunderschöne Text, die Höhner haben das aufgenommen. Und da geht es um Engel, die aber nicht irgendwie in der Luft rumfliegen, sondern hey unter uns, so ja hey im Saal sind. Und ich bin gespannt auf euren großen Mitsing-Einsatz im Refrain. Wir fangen uns ganz höch an. Engel jedet immer wieder, nicht nur in der Weihnachtszeit, man hört und staunt ja hin und wieder, wartet doch für Menschen jit, wie sie helfen und nicht fragen, was springt dabei für mich raus, die jet und statt viel zu schade und die da sind, wenn du sie brauchst. Und Luft holen. In Excelsis Deo. Da geht noch was. Und das war bis hierhin schon wunderschön. Vigor. Da die Mann mit all der Arbeit
und dem kleinen Panz um Schuss. He der Lehrer, der sich müht, ist das Chaos noch so groß. Der Beamte, der trotz Fürschrift unbürokratisch helfen tät, in dem Krankenhaus die Schwester, die de Menschen Jod versteht. Und in Excelsis Deo. Da geht noch was. In Excelsis Deo. Bis hierhin zauberhaft. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal mit dem Kanon. Wir teilen den Saal in der Mitte. Ja, die linke Seite aus meiner Sicht beginnt und ich gebe der rechten Seite gleich den Einsatz. Seid bereit, ich bin sehr gespannt. Linke Seite und Glow. Rechte Seite und Glow. Wunderschön, Dankeschön! Bravo! Sehr gut, sehr gut. Herrlich. Eines der allerersten kölschen Weihnachtslieder, die ich geschrieben habe, das ist so 16, 17 Jahre her. Das wollen wir jetzt mit euch zusammen singen. Direkt auf der nächsten Sieg, Seite 8. Verbunden mit einem Wunsch, denn wir hoffen, dass niemand im Saal hier Heiligabend allein sein muss. Seite 8. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch leicht im Takt der Musik bewegen. Der Kölsche hat ja immer so einen Drang dazu, wenn der eine Dreivierteltakt hört. Ne? Ist er sich auch mal ein bisschen bewegen. Wir haben das Weihnachtsschunkeln erfunden und tut euch keinen Zwang an, aber mitsingen ist wichtiger. Seite 8 und das jedes so. 1, 2, 3, 4. Jode Abend, es ist schön, euch zu sehen. Kommt zu Glöwe, et Jahr ist bald. Die Menschen sind högt durch uns Satz, überfüllt und der ganze Tag Platz. Doch was ist mit denen, die einsam sind? Mit der Mann und ihr Kind, mit dem Vater, der högt besonders auf der Leben mit euch zwei war echt schön. Nur ein bisschen träumen, nur ein Stück Fantasie, nur ein Gedanke glücklich sind, dann bist du Heiligabend nicht allein mit euch zusammen. Nur ein bisschen träumen, nur ein Stück Fantasie, nur ein Gedanke glücklich sind, dann bist du Heiligabend nicht allein. Der Peter
wird sich wie wohl wir nicht abgehauen, das ist paar Jahre her. Natascha weiß nicht, wie es wieder geht. Ist jetzt arbeitslos, steht allein an der Tür. Doch ich weiß nicht, ob die einsam sind. Da ist noch ihr Vögel. Ich weiß nicht, ob ich heute der Einzige bin, der es spürt, ja, es ist da. Könnt ihr schon mitsingen? Oh. Nur ein bisschen Träume, nur ein Stück Fantasie, nur ein Gedanke glücklich sind, ein bisschen hell ich abends nicht allein. Nur ein bisschen Träume, nur ein Stück Fantasie, nur ein Gedanke glücklich sind, ein bisschen hell ich abends nicht allein. Dankeschön. Kinder, und wir haben uns auf der ganz neuen Zick ist Glück CD auch ein bisschen Gedanken gemacht zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle angeht, das Thema Liebe. Und auf Seite 9 findet ihr den entsprechenden Text. Denn ich habe mir gedacht, es sind nicht immer die großen, wilden Tiere, die so gefährlich sind. Manchmal sind es die ganz, ganz kleinen. Und der nächste Lied ist für alle Verliebten hier im Saal. Oder die, die es heute Abend noch werden wollen. Man weiß ja nie. Und für die Romantiker vor allen Dingen. Seite 9. Ich nimm da Wörter aus der Mul, lässt dir jeder Wunsch von der Lippe ab. Wahre Liebe weht nicht fuhl, kostet manchmal auch Herzkraft. Am Ende der Zick, wenn einer von uns da litt, datet zwar wie, doch irgendwie weiß man schon, man hatte Glück. Ich könnt Löwejahre tanzen mit Leoparde, ne Tier bezwinge, en Giftschlangen da Finger blinge. Nur eins krieg ich nicht klein, in meinem Bauch der Schmetterling, wenn ich dich für mir sinn. 1000-mal han ich dich berührt, verdient han ich dich nie. 1000-mal ist jetzt passiert und jedes Mal ein bisschen mehr. Genießt die Zick und jeder Augenblick. Im Hier und Jetzt, das ist Gesetz, solang mir Herz noch schlägt. Ich könnt Löwejahre tanzen mit Leoparde, ne Tier bezwinge, en Giftschlangen da Finger binge. Nur eins krieg ich nicht klein, in meinem Bauch der Schmetterling, wenn ich dich für mir sinn. Und der Chor der Verliebten singt ganz alleine. Ich könnt Löwejahre tanzen mit Leoparde, ne Tier bezwinge, en Giftschlangen da Finger binge. Nur eins krieg ich nicht klein,
meinem Buch der Schmetterling, wenn ich dich für mir sing. In meinem Buch der Schmetterling, wenn ich dich für mir sing. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Dankeschön. Trinkt was Leckeres, bis gleich. Vielen Dank. Ja, in der Weihnachtszeit ist es vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal an die Menschen zu denken, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht, die nicht so ganz auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und ich habe ein Lied geschrieben, den Text findet ihr auf Seite 10 in eurem Textheft. Dies ist aus der Sicht gesungen eines Obdachlosen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als noch einmal mit seinen Eltern, so wie es früher war, Weihnachten gemeinsam zu feiern. Aber ich glaube, jeder hier im Saal kann das Lied im Geiste für einen besonderen Menschen ganz individuell mitsingen, denn da gibt es eine ganze Menge von. Und ich freue mich, dieses Lied mit euch zu singen, auch wenn es melancholisch ist. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen ja auch ein bisschen Hoffnung. Jedenfalls heißt die Nummer Frohe Weihnacht, Levmann, Seite 10. 1, 2, 3. Die Luft het Russe ist kalt, et nieselt und friert. Der Wind ist scharf wie im Netz. Ich bin dick verpackt in ei raue Deck. Mit ner Fläche baut es Jod für et Herz. 14 Jahre lang bin ich hier schon zu Hus. Im letzten Bar Hunger der Hohenzollernbrück. Auch wenn es anders aussieht, ich han alles, was ich brauch. In meinem Einkaufswagen ob 2 Quadratmeter Glück. Frohe Weihnacht, Levmann, frohe Weihnacht, lebe Pap, frohe Weihnacht, wat wird das schön, wenn's wieder ganz noch bei euch zu sind. Frohe Weihnacht, lebe Pap, frohe Weihnacht, Levmann, frohe Weihnacht. Wie lang ist das her? So lang, dass ich mich kaum erinnern kann. Die Lück sind Hück jetzt freundlicher als sonst. Doch sie hätt's an mir vorbei, ja, wat dumm die mir leid. Die Glocke vom Dom, ich hör sie so jäh. Noch ne Schluck Schabau, wie Jota date. Ein kleine Keks han ich mir selbst angemacht. Die Flammen ganz tapfer im Wind und es hält mich wieder in, so wie jedes Jahr. Das Gefühl, wie es war als Kind. Frohe Weihnacht,
leef man, frohe Weihnacht, leve platt, frohe Weihnacht, wat war das schön, ens wieder ganz nah bei euch zu sein. Frohe Weihnacht, lebe platt, frohe Weihnacht, leef man, frohe Weihnacht, wie lang ist das her? So lang, dass ich mich kaum erinnern kann. Dankeschön. Vielen Dank. Aber wir wollen auch mal über den Tellerrand hinwegschauen und eine kleine Reise machen mit euch nach Afrika. Das ist so. Wir haben seit ein paar Jahren eine Patentochter in Uganda. Namudu heißt die. Man kann auch Namu sagen. Und die lebt in einer Einrichtung, die heißt Home of Hope. Das ist ein Heim, was für vollweise Kinder ist. Die haben ganz schreckliche Sachen erlebt, das will ich euch gar nicht erzählen hier. Wen das interessiert, ich bin gleich im Foyer und da gibt es auch ein paar Flyer. Wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, sehr gerne. Jedenfalls ist es so, dass die Paten natürlich auch viel Kontakt haben mit den Kindern in Form von Briefen, die man sich hin und her schreibt und ab und zu natürlich auch mal ein Päckchen. Und da habe ich die Kleine mal gefragt, hör mal, wie ist das eigentlich bei euch in Uganda? Wie feiert ihr da eigentlich Weihnachten? Denn Weihnachten ist ja nicht nur für die Pensee das Größte, sondern da auch. Allerdings natürlich ein bisschen anders. Die Geschenke stehen nicht im Vordergrund, sondern wirklich, dass man gemeinsam am Tisch sitzt und so weiter. Die Kirche ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und da ist es zum Beispiel in dem Dorf so, dass da natürlich nicht die Glocken läuten. Die Kirche hat ja keinen Glockenturm da, sondern das ist ein bisschen anders. Da geht zum Beispiel einer durch das Dorf mit einer großen Trommel. Also jetzt kein Decke drum, ne? Sieht ein bisschen anders aus. Aber so ähnlich und trommelt die Leute zusammen und sagt so, jetzt geht's zur Messe und dann geht das Weihnachtsfest da los und verschiedene andere Dinge auch, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Und ich finde es immer total beeindruckend, trotz allem, was diese Kinder erlebt haben, wie lustvoll und motiviert die ans Leben rangehen und dass sie trotzdem immer wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist was ganz Besonderes und das beeindruckt mich immer sehr. Und mit diesen ganzen Erfahrungen, was die Kleine mir geschrieben hat, habe ich mal ein Lied zusammengefasst, wo man, glaube ich, sich ein schönes Bild machen kann, wie das ist, wenn man in Afrika Weihnachten feiert. Und auf Seite 12 in eurem Textheft findet ihr diese Geschichte, wie gesagt, das sind alles wahre Begebenheiten, das ist doch wirklich so. Und das Lied heißt Hakuna Matata, das heißt übersetzt so viel wie mach hörsch, es läuft doch. Also sehr entspannt. Und auch da habt ihr natürlich einen wichtigen Mitsingteil, den zeige ich euch mal, der geht so, pass auf. Eyo, eyo, mit euch. Eyo, eyo, lass mal singen. Und eyo, eyo. Und ihr. Das geht lauter. Eyo, eyo, geht alles. Noch einmal. Und eyo, eyo. Und ihr. Weihnachten am anderen Kontinent ist wie sich gehörte Familienfest. Et jedem Zusammensinn essen und trinken und nicht im Geschenke. Wenn es Abend weh, trifft man sich in der Mess. Trömmelsche Rufe zum Familienfest. Im schönsten Anzug, im Kleidchen auf. Und dann jede Thema des lecker gekocht. Hakuna Matata, hey! Weihnachten in Afrika. Alle Mann an einem Tisch, wie ein
große Familie, Hakuna Matata. Weihnachten in Afrika, endlich ist es so weg. Träumische Rufe zur Weihnachtszeit, endlich ist es so weg. Träumische Rufe zur Weihnachtszeit. Oh, oh, oh. Hakuna Matata. Oh, oh. Hakuna Matata. Tannebäum, jedes nicht, nee, auch kein Kripp, aber schöne Gelande und so ja Palme. Strom ist so dürr, es gibt nur Käse für, alles läuft rund, sind es nur ein paar Stunden. Hakuna Matata, Weihnachten in Afrika, alle Mann an einem Tisch, wir große Familie, Hakuna Matata, Weihnachten in Afrika. Endlich ist es so weg, träumische Rufe zur Weihnachtszeit. Endlich ist es so weg, träumische Rufe zur Weihnachtszeit. Hakuna Matata, Weihnachten in Afrika, alle Mann an einem Tisch, wie in große Familie. Hakuna Matata, Weihnachten in Afrika. Endlich ist es so weg, träumische Rufe zur Weihnachtszeit. Endlich ist es so weg, träumische Rufe zur Weihnachtszeit. Oh ja! Oh, oh, oh. Hakuna Matata. Oh, oh. Hakuna Matata. Say. Oh, oh. Hakuna Matata. Oh, oh, oh. Hakuna Matata. Dankeschön. Und aus Uganda. Ja, mal zurück in das hillige Köln, in das hillige Eidorf oder generell nach Germany. Denn es ist ja so, Heiligabend ist ja dieses Jahr noch früher als sonst, direkt am 4. Advent. Da date einem die 4. Gates noch mehr late, ne? Von der Adventsgates. Ist ja nur eine halbe Tag, wenn überhaupt. Ne? Schade um das ganze Wachs. Naja, jedenfalls ist dann Heiligabend und dann sitzt man wieder zusammen und singt unterm Weihnachtsbaum gemeinsam die klassischen Weihnachtslieder. Wir haben jetzt nicht unter den Baum gepasst, deswegen sitzen wir neben dem Weihnachtsbaum. Aber die klassischen Lieder dürfen natürlich nicht zu kurz kommen heute. Und bei uns ist das ja immer so, wir machen das ja immer so, um euch auch ein bisschen aufzuwärmen für die Hilly, die jetzt komme. Und wir wollen mal wieder testen, wie textsicher ihr seid bei den klassischen Weihnachtsliedern. Jetzt sehe ich schon viele Gesichter, die suchen im Textheft die entsprechenden Zeilen. Das steht da ja nicht drin. Denn die sollte man ja auswendig kennen. Aber keine Sorge, dieses Jahr haben wir uns nur 2 Lieder ausgesucht. Dafür würden wir die aber gerne mit allen 3 Strophen singen. Also bei der Ärzte bin ich mir sicher, das kriegen wir hin. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das hier in Eidorf heute Abend im Theater am Park funktioniert. Wir fangen an mit dem Lete. Gebt alles so laut und so schön ihr könnt. Alle Jahre. Dritte Strophe. Steh auf mir zur Seite, steh und unerkannt. Lass es freudig reiten an der lieben Hand. Ich bin begeistert. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Gestern haben wir in Holland gespielt, das war eine ganz komische Text. Aber
Das nächste Lied, und da funktioniert das bestimmt auch gut, in Köln erkläre ich den Kindern immer, wenn Kinder im Saal sind, wenn was Weißes vom Himmel fällt, das ist nicht schlimm, das ist Schnee. Das kennen wir in Köln gar nicht mehr. Aber ihr kennt es hier mit Sicherheit, deswegen kennt ihr bestimmt auch den Text. Der geht so, pass auf. Leise rieselt der Schnee. Wunderschön. Zweite Strophe. Moment. So viel Zeit muss sein. Das war verkehrt, meine Lieben. In den Herzen wird's warm, wäre die richtige zweite Strophe. Ich meine, so viel Zeit muss sein. Ne? Ein bisschen Konzentration, damit das Heiligabend funktioniert. Zweite Strophe in den Herzen. Und in den Herzen. Ah, geht doch. Es wird immer leiser, ne? Aber spätestens jetzt wird es wieder laut, geht alles. Dritte Strophe, jetzt dürft ihr. Bald ist heilige Chor der Engel. Wunderbar. Oh, hört mal, wie lieb es ist. Oh je, oh je. Freue mich, das Kind kommt bald. Das war nur ein Test. Freue dich, das Kind kommt bald. Ja, ihr seid auf jeden Fall besser als wir. Aber, ja, Moment. Unser Lieblingsweihnachtslied ist das hier. Fröhliche Weihnacht überall, bald ist endlich wieder Karneval. Ei. Jetzt spielen wir das 2 Wochen. Ich kann das immer noch nicht. Na gut. Ich war, vor ein paar Tagen bei Radio Bonn-Rhein-Sieg. Ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen der Haussender, kann das Sinn? Jedenfalls war ich da zum Interview eingeladen und dann hätte der Nico, der Moderator, den kennt ihr ja bestimmt vom Frühstück oder so, der hätte mich gefragt, hör mal, Häuser, was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied? Und da morde ich echt einen Moment nachdenke, denn kann ich ja jetzt nicht sagen, oh, Tannenbaum oder so jetzt. Ich wollte ja was Gehaltvolles sagen und was wirklich wahr ist. Und da musste ich wirklich einen Moment innehalten und bin auf ein Lied gekommen. Und damit kommen wir nochmal zum Thema Begegnungen, wo wir ja eben in der ersten Hälfte schon mal kurz waren. Es gibt einen Menschen, ohne den ich mit Sicherheit niemals Musik gemacht hätte, geschweige denn Lieder in meiner Muttersprache schreiben oder singen würde. Das ist Wolfgang Niedecken und der hat eine neue Platte rausgebracht für ein paar Wochen. Und da ist ein Lied drauf, den Text findet ihr auf Seite 14 in eurem Textheft. Das Lied heißt Wie schön das wär. Und der Wolfgang hat uns besucht. Vorletzte Woche oder letzte Woche, weiß ich ja nicht, in der Volksbühne am Rudolfplatz, früher aus Millowitsch-Theater, war eine ganz besondere Begegnung für mich. Da haben wir das Lied zusammen gesungen, Hück Wulmert mit Üch zusammen singen. Und das ist eigentlich gar kein Weihnachtslied, aber wenn man sich den Inhalt mal anschaut, dann könnte es sehr, sehr gut eins sein. Mal sehen, ob ihr der gleichen Meinung seid. Wir wollen das uns zusammen probieren, das Lied heißt Wie schön das wär, Seite 14 in eurem Textheft. Also. Nur ne Himmel javet und kein Halt. Keine Religion, die sich für die einzig wahre hält.
all Menschen wirklich, egal in welcher Fahrt. Wie schön, wie schön, wie schön das wird. Keiner mehr Tummel, keiner wird gequält. Keiner bekniest dich, selbstverständlich wird gedehnt. Es gibt kein Gründe mehr für Terror, Hass und Neid. Wie schön, wie schön, wie schön das wird. Wie schön, wie schön, wie wunderschön das wird. Ich weiß, jetzt schlaf, Kind, bis ich es dir erklär. Schlaf gut, träum schön, das hat spät. Wie soll ich dir in die Ohren luren? Wie krieg ich dir das bloß erklärt? Wie soll man nicht auf uns pensieren, obwohl wir wissen, dass das besser wird? Ich hab kein Soldat mehr, man braucht kein Geld und noch keine Grenze mehr, nirgendwo auf der Welt. Überhaupt nichts mehr, wie so man Penstress verzeiht. Wie schön, wie schön, wie schön das wird. Wie schön, wie schön, wie wunderschön das wird. Ich weiß, jetzt schlaf, Kind, bis ich es dir erklär. Schlaf gut, träum schön, das hat spät. Lass mal zusammen singen. Wie schön, wie schön, wie schön das wird. Wie schön, wie schön, wie wunderschön das wird. Ich weiß, jetzt schlaf, Kind, bis ich es dir erklär. Schlaf gut, träum schön, das hat spät. Danke fürs Mitsingen. Ach, hier drin darf man nichts trinken, ne? Schon so eine Zettel hier sind. Ja, beim nächsten Lied habt ihr auch so feuchte Kehlen genug, denn es könnte sein, dass der ein oder andere das schon mal gehört hat, aber 100% mit dem falschen Text. Denn wir singen jetzt den richtigen Text. Ihr habt einen ganz, ganz wichtigen Mitsing-Einsatz und der lautet: Fröhliche Weihnachten, fröhliches Fest. Das üben wir jetzt mal. Und fröhliche Weihnachten, fröhliches Fest. Der Reckknorrens. Und fröhliche Weihnachten, fröhliches Fest. Aber ihr wisst schon, was fröhlich bedeutet, ne? Also, geht vielleicht noch ein bisschen fröhlicher. Ein bisschen lauter und ein bisschen weihnachtlicher. Stell dir vor, das ist Bescherung und es steht vor dem Baum. Und dann fröhliche Weihnachten, fröhliches Fest. Das ist die wichtigste Stelle für euch im nächsten Lied. Den Text findet ihr auf Seite 13. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gehört. Jedenfalls ist das hier der richtige Text und ich bin gespannt auf euren Einsatz. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder nicht schneit, küsst der Heiligabend und wir sind all bereit. All die süße Engel schon, die sieht man auf der Straße. Selbst der kleinste Panzer ist jetzt jedes wieder los. Und denn
wenn es Tannenbüsche blüht, da stand mal parat, schön mit Kühlscheu geschmückt. Und jeder hätte gesagt, und ihr, fröhliches Fest von uns. Denn wenn der Tannenbüsche blüht, da stand mal parat, schön mit Kühlscheu geschmückt. Und jeder hätte gesagt, und fröhliches Fest. Ihr seid gut. Am 24.12. jeder Spielche los. Denn dann wird er abgemacht, hey ja, war das Okos. Der Mama ist am schwächsten, der Papa schmückt der Baum. Die Pens, die sind am Quengeln, ne schöne Weihnachtsbaum. Und singe mir, denn wenn es Tannenbüsche blüht, da stand mal parat, schön mit Kühlscheu geschmückt. Und jeder hätte gesagt, und fröhliche Weihnachten. Wie bitte? Fröhliches Fest. Und noch im Mund. Denn wenn der Tannenbüsche blüht, da stand mal parat, schön mit Kühlscheu geschmückt. Und jeder hätte gesagt, und fröhliche Weihnachten. Genau. Fröhliche. Und mit Anlauf. La 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 la. Fröhliche Weihnachten und Köln. Allah, ich danke euch fürs Mitsingen. Das ist Weihnachtsgefühl, so wie es sein soll. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Es hat Spaß gemacht. Und eines kommt ganz tief aus meinem Herzen. Ich bin eine Kölsche. Ich bin ein Kölsche und ich bin auch sonst nicht schlecht. Nee, ich bin mein Lieblingswünsche. Hey, ist Köln. Ey, ist Weihnachten. Ich bin eine Kölsche. Was willst du machen? Ich bin eine Kölsche und mir lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswünsche heißt vielen, vielen Dank für diesen gemütlichen Abend. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, ein gesundes neues Jahr. Danke, dass ihr hier wart. Madet gut, wir sehen uns wieder und dann heise doch wieder. Köln, Allah. Auf Wiedersehen! Der Cocky am Klavier, der Volker an der Quetsch und der Ralf am Bass. Mein Name ist Björn Häuser. Tschüss zusammen! Und zum Abschied versuchen wir nochmal ein kleines Sternenzelt. Vielleicht habt ihr irgendwas dabei, das leuchtet, eine Handytaschenlampe oder irgendwie so jetzt. Und dann singen wir uns von ganzem Herzen. Wenn am Himmel
ja dann weiß ich, ja daheim, ja daheim. Hückabend hebe euch. Wir sagen ganz, ganz vielen Dank. Wir sehen uns gleich draußen im Foyer, wenn ihr Lust habt. Wir haben ein paar CDs dabei. Und wir sehen uns wieder irgendwann, irgendwo. Hey am Ring. Auf Wiedersehen! Thank you. Und ihr wisst es. Wir haben ein kleines Ritual, bevor wir uns gleich draußen am CD-Stand sehen. Wir singen das letzte Lied, der komplette Saal singt ganz alleine weiter und dann merkt ihr gar nicht, wie wir wie Elfen von der Bühne schwimmen. Wer lacht denn da so? Wir danken euch von ganzem Herzen. Wir sehen uns draußen und wir fangen an, ihr singt weiter und wir schwingen. In Köln am Ring bin ich geboren, ich hab nun das Lied mir im Sinn, Ming Mutter sprach, noch nicht verloren, Gott sei Dank, das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin, wenn ich so an Ming Heimat denk, und sind da so für mich stand, möcht ich direkt ob Heimat schwenke, ich möcht so froh